Moin, mein Name ist Melissa Westerlund und heute lesen ich euch aus diesem Buch für Pippi auf Lützebäuerisch. Das halten ist das erste von 3 Pippi-Büchern. Das Original ist von Astrid Lindgren und ist von 1945. Das halten ist meine Lützebäuerische Übersetzung aus dem Schwedischen von 2016. Viel Spaß! Pippi plönnert an d'Villa Kuddelmuddel. Do, wo die Klangstadt ophält, leiden alle Guard, der ganz verwildert ist. An dem Guard steht ein alt Haus, und an dem Haus wohnt Pippi Langstrümp. Das 9 Jahre alt, wohnt do ganz lang. Hat kein Mam, kein Pap. Und nur sicher ist das ziemlich flott, weil dadurch nie gesagt kriegt, dass es Zeit ist, für ein Bett zu gehen, wenn er sich gerade gut amüsiert. Okay kann er zwingen, Siro zu trinken, wenn er lieber Kamellen essen will. Früher hat Pippi ein Pap, den hat immens gern hat. Ja, hat natürlich auch eine Mam. Aber das ist schon so lange her, dass er sich gar nicht mehr daran erinnern kann. Pippi ist ein ganz gelungen Kant. Er ist nämlich dermaßen stark, dass es an der ganzen Welt kein einziger Polizist gibt, der so stark ist wie hat. Er kann ein ganzes Pferd an die Luft heben, wenn er will. Und das will er doch. Er hat nämlich ein eigenes Pferd, das für eng für seine viele Goldmünzen denselben Tag kauft, wie er heim an Villa Kuddelmuddel kommt. Er wollte schon immer ein eigenes Pferd haben, und lo wohnt das Pferd auf der Terrasse. Aber wenn Pippi seinen Kaffee da will trinken, stellt das Pferd einfach an den Gurt. Neben der Villa Kuddelmuddel steht ein anderes Haus mit einem anderen Gurt. Da wohnen ein Pap und eine Mam mit ihren 2 kleinen lieben Kindern. Der Jung heißt Tommy und das Mädchen heißt Annika. Das sind 2 ganz brav Kinder, die gut dazu sind. Denn Tommy beißt nie seine Nägel und er mischt immer das, was seine Mom hier noch stellt. Annika geht nie granzig, wenn er sich nicht durchgesagt kriegt. Und hat das auch immer anständig angetan an seine Kottingsreck, die auch nie zerknautert sind und auf die hat ganz gut aufpasst, für dass sie nimmer nicht knaschtig sollen gehen. Denn Tommy und Annika spielen immer mit denen am Gurt, mit Dachs wäre sie froh, wenn ihr Martine spielen gäf. Zu der Zeit, wo Pippi noch mit seinem Pap über die Meere gesegelt ist, stungen sie Dachs beim Zong und haben sich gesagt, schuld, dass keiner an das Haus da plündert. Irgendem ist da wohnen, mit Kanner. Auf dem schönen Sommerabend, wo Pippi für die erste Kehr an die Villa Kuddelmuddel kommt, sind den Tommy und Annika nicht daheim. Sie sind für eine Woche bei ihr Bomi gefahren. Den ersten Tag, nachdem sie zurückgekommen sind, wissen sie noch immer nicht, dass ein an Nopeschhaus geplündert ist, der Martine spielen kennt. Wie sie morgens bei der Port stehen und auf die Straße gucken und überlegen, was sie den Tag machen könnten, wissen sie noch immer nicht, dass es für zu spielen gibt, die so nah bei wohnt. Just wie sie da stehen und sich freuen, ob es heute flotten oder einen latzischen Tag gehen, just an dem Moment geht die Port von der Villa Kuddelmuddel ab und ein kleines Mädchen kommt raus. Denn Tommy und Annika haben noch nie ein Mädchen gesehen, das so gelungen ausgeseit. Aber wen ist es? Das ist Pippi, das spazieren geht. Seine Haare sind so orange wie eine Wurzel. Und hat 2 Tritzen, die riecht vom Kopf bewascht sind. Seine Nuss sieht aus wie ein kleiner Grumper, also er ist voller Specheln. Unter der Nuss sitzt der richtig breite Mund mit gesunden, weißen Zähnen. Denn Pippi sein Rock ist ziemlich ungewöhnlich. Was hat er selber gebitzt? Am Fangehol sollte blau gehen, mit dem blauen Stoff ist nicht ganz durchgegangen. Dafür hat Pippi halt müssen einen anderen Stoff holen, als Stecker draufsetzen. Ein paar lange Strümpfe bedecken seine lang, dünne Beine. Er hat auch ein paar schwarze Schuhe an, die nicht doppelt so groß sind wie sein Face. Sein Papa hat ihm so aus Südamerika gekauft, für das sein Face noch genug Platz für zu Wurzeln sollten haben. Es sind die einzigen Schuhe, die Pippi undurch will. Aber am meisten staunen den Tommy und Annika über den Aff, den auf der Schule vom unbekannten Mädchen sitzt. Es ist ein kleiner Meerkatz mit einer blauen Box, einer gelben Jacke und einem weißen Streichhut. Pippi geht grad die Straße rauf, mit einem Fuß Trottoir
an engem Fuß am Kulang. Den Tommy und Annika gucken ihm die ganzen Zeit no, bis et ne mehr gesehen. Nur enger Zeit schicken de zurück. An lo geht et hannert sich. Da braucht er hat net Keier zu machen, wann et heim geht. Wie et Lunch dem Tommy an dem Annika je Port geht, bleibt et stohen. Kanner gucken sich ohne etwas zu sagen. Ob einmal sagt Tommy, für wat gehst du hannert sich? Für wat ich hannert sich gehen? Leben wir nicht an einem freien Land. Die will nicht gehen, wie ihn will. Übrigens kann ich dir sagen, dass die Leute in Ägypten alle Guten hannert sich gehen. A kein findet das komisch, mal gut nicht ein bisschen. Woher weißt du das? Will den Tommy wissen. Du warst doch noch nie in Ägypten. Ma sicher war ich in Ägypten. Das kann ich da aber beim Salz schreiben. Ich war schon überall auf der ganzen Welt und ich schon noch viel mehr komische Sachen gesehen, wie Leute die hannert sich gehen. Ich frage mich, was du gesagt hast, wenn ich auf den Hand gegangen wäre, wie die Leute an Hanna Indien. Lo krickelst da ist aber eng, sagt Tommy. Pippi überlegt sich auch kurz. Ja, du hast recht, ich lehen, sagt er traurig. Et dir will nicht lehen, sagt Annika, dass sich lo endlich traut, auch etwas zu sagen. Ja, et dir will wirklich nicht lehen, sagt Pippi nach mir traurig. Aber ich vergesse das heans, du wisst ihr. Aber wie kann ich überhaupt von einem kleinen Kind verlangen, dass er immer Wahrheit soll so, was seine Mama ein Engel und sein Papa ein Südseekönig ist? Aber wenn es selber sein ganzes Leben lang mir gesegelt ist. Das war also die Kehr, wo den Tommy und Annika Pippi für die erste Kehr kennengelernt haben. Ich übersprang ein paar Seiten. Da geschehen ganz flott Sachen. Zum Beispiel möchte Pippi dem Annika und dem Tommy panischer, als sie spielen mit ihnen. Und Pippi gibt ihnen auch ein paar Kadoen. Ich gehe weiter bei dem nächsten Kapitel, das übernächste Kapitel, weil ich meine, dass Zeit für zu gucken, was dann mit Pippi kann geschehen, wenn es an die Schule geht. Den Tommy und Annika gehen natürlich an die Schule. Alle Morgen 8 Uhr gehen sie von daheim fort, halten sich bei der Hand und drohen die Schulbücher unter dem Arm. Um diese Zeit kam Pippi meistens sein Pferd oder dem Herrn Nilsson sein kleines Kostüm an. Oder mischt sein Tourenprogramm, den daran besteht, dass er dem Boden steht und 43 Salto in den Nähe schlägt. Dann sitzt er sich bei der Küchentisch, trinkt schön gemütlich ein großes Tasse Kaffee und isst ein Käseschmier. Den Tommy und Annika gucken allmählich auf Villa Kuddelmuddel und verlangern um Pippi. Sie gingen viel lieber mit Pippi spielen. Wenn hat wenigstens auch an die Schule gehen, da gingen sie nach einigermaßen aushalten. Wir gehen uns so gut amüsieren wie für zurück aus der Schule, sagt Tommy. Ja, an wie für du hin, findet Annika. Was sie mehr darüber denken, was sie mehr schuld fanden, dass Pippi nicht an die Schule geht. Zum Schluss beschließen sie, dem Pippi so lange zu bleiben, bis er auch an die Schule gehen will. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie lieb als Joffe ist, sagt Tommy zum Pippi enges Mittes. Wenn du nicht mehr weißt, wie flott es an der Schule ist, probiert Annika Pippi zu überzeugen. Ich gebe gackig gehen, wenn ich nicht an die Schule dürft gehen. Pippi sitzt auf einem Hocker und ist am Gange, sich die Füße an einer Beachchen zu waschen. Es sieht gut nicht. Mir wackelt mit den Zähnen, sodass das Wasser rundherum spritzt. Es muss ja noch gar nicht so lange da bleiben, sagt Tommy. Just bis 2. Ja, an der Christvakanz, an Ostervakanz, an Sommervakanz, sagt Annika. Pippi beißt sich an die grosse Zähne und überlegt. Mir sieht gar nicht. Auf einmal kann er sich aber nicht mehr halten. Er schüttet das ganze Wasser aus der Beachchen auf den Küchenboden aus, sodass der Herr Nilsson, den er weiter wäsch sitzt, und mit einem Spiegel spielt, sein Box nass kriegt. Das ist nicht an der Reihe, sagt Pippi streng, ohne sich um den Herrn Nilsson zu kümmern.
Das ist wirklich nicht an der Reihe. Das lassen ich nicht mehr machen. Was? Will den Tommy wissen. Auf 4 Monate das Christtag und dann nur der Christ Vakanz. Und ich? Was tun ich? Dem Pippi sing Stimme klingt ganz traurig. Kein Christ Vakanz. Mo kein ganz kurz, beschwert hat sich. Das darf nicht sein. Moi, gehe ich auch an die Schule. Den Tommy und Annika klappen von Fred an die Hände. Juppie, da werden wir morgen 8 ob das 4 Uhr Apport. Ah, nee, sagt Pippi. So frei kann ich nicht aufhängen. Und außerdem reite ich auch wahrscheinlich an die Schule. Aber genau das möchte er doch. Genau 10 Uhr den Tag drauf, hier wird sein Pferd von der Terrasse rauf, und kurz drauf sind die Leute an der kleinen Stadt schön pressiert, für bei einem Fenster zu kommen, für zu affen, weil anscheinend ein Pferd fortgelaufen ist. Das heißt, sie mengen, dass ein Pferd fortgelaufen ist. Aber das ist gar nicht der Fall. Das ist just Pippi, dass sie ja an die Schule willkommen. Am Wöllegalopp reitet an den Schulhof ran, springt nach ihr stehen bleibt vom Pferd rauf, streckt es ohne Baum und rappt dir vom Klassensaal dermaßen sehr ab, dass den Tommy, Danica und all Götten hier Schulfreunde bald von ihrer Stille fallen. Hei, sinnisch, rief Pippi, winkt mit seinem großen Hut. Kommen nicht mal Zeit für die Plutifikation. Den Tommy und Danica haben der Joffa erzählt, dass ein neues Mädchen, der Pippi heißt, haut an die Schule kommt. Die Joffa hat schon von Pippi an der kleinen Stadt hören. Aber weil sie so ein dermaßen lieb und freundlich Joffa ist, hat sie dezidiert, alles zu machen, für das Pippi sich wohlfühlt an der Schule. Pippi lässt sich auf einen freien Stuhl fallen, ohne dass sie nicht dazu angestellt hat. Mit der Joffa möchte die unmanierliche Art weiß gar nicht aus. Sie sieht just freundlich. Das ist flott, dass du bei uns an der Schule bist, klang Pippi. Ich hoffe, dass es dir gefällt und dass du ganz viel lehrst. Na ja dann, ich hoffe, ich habe für Christ Vakanz, sagt Pippi. Weil darum geht es mir heute. Ich soll nicht benachteiligt gehen. Kannst du mir für dich den ganzen Namen sagen? Fragt Joffa. Da kann ich dich anschreiben. Ich heiße Pippi Lotta, Victualia, Rolja Lucia, Pfefferminz, Ephraims Durster Langströmp. Durster vom Kapitän Ephraim Langströmp, freier Pirat, lo Südseekinnig. Mit Pippi, also sich mein Spitzname, weil mein Papa hat fand, dass Pippi Lotta zu lang wird. Also, sagt Joffa, und dann nennen wir dich auch Pippi. Soll man mal gucken, was du schon kannst? Fragt sie. Du bist ja ein großes Mädchen und du kannst sicher schon viel. Wir können mit Rechnen anfangen. Da so mal, Pippi. Wie viel gibt 7 plus 5? Pippi beguckt sie verwundert und sagt, also, wenn du das nicht selber weißt, dann brauchst du aber nicht zu mengen, dass ich dir das sagen. Keiner gucken Pippi entsatt an. Joffa erklärt, dass sie nicht so an der Schule anfangen. Es seht ihr nicht du zu der Joffa. Es müsste sie mit Joffa ausschwätzen. Oh, pardon, sagt Pippi. Das wusste ich nicht. Das könnt man nicht mehr für. Nee, das hoffe ich auch, sagt Joffa. Und der Sohn ist da, dass 7 plus 5 12 gibt. Ah, Geseiste, sagt Pippi. Du wusstest ja selber. Für was frisst du mich dann? Oh, ich stomme Niesel da. Lohne schon rum, du zu der gesagt. Pardon, seht hat, geht sich ein anständig an den Tag hauen. Die Joffa möchte so, wie wenn sie nicht hören hat. Dann seht sie, also Pippi, was meinst du, geht 8 plus 4? Oh, so die 67, meint Pippi. Man nee, seht Joffa, 8 plus 4 geht 12. Mein liebes Mädchen, lo geht das aber durch, wischt Pippi sich ab. Du hast selber gerade gesagt, dass 7 plus 5 12 geht. Ein bisschen Logik muss man aber haben, sogar an der Schule. Außerdem schenkst du die Dummheiten so gern zu machen, so unmussig flott zu fangen. Also für was setzt du dich dann nicht an den Eck und da rechnest du selber und da lässt du alles mal drauf,
sodass wir Fängsches können spielen. Oh nee, lohne schon rum, du gesot, rief Pippi erfeiert. Kannst du mir nach ein letzte Kehr verzeihen? Ich probieren, auch mich besser drun zu gehen. Joffa seht, dass sie ihm nach ein Kehr verzeihen kann. Aber sie findet, dass es nicht ging bringen, dem Pippi Rechten beizubringen. Sie fängt an, die anderen Kanner am Platz von Pippi abzufrohen. Tommy, kannst du heuer abantworten? fragt sie. Wenn Lisa 7 Äpfel hat und den Axel hat 9, wie viel Äpfel haben sie zusammen? Ja, Tommy, so hieret, geht sie von Pippi unterbrach. Und da kannst du auch noch auf die heute froh antworten, wenn Lisa den Bauch weh hat und den Axel nach mehr den Bauch weh hat, wem sein Schuld ist es und an wem seinem Gott haben sie Äpfel gepflückt. Joffa möchte so, wie wenn sie nicht hören hat. Riecht sich und Annika. So, Annika, lo kriegst du ein Beispiel. Der Gustav und sein Freund waren auf einem Ausflug mit der Schule. Er hat 10 schwedische Kronen und ist mit 7 Kronen rumgekommen. Wie viel Suen hat er ausgehen? Genau, sagt Pippi. Und da will ich auch mal gerne wissen, für was die Suen so aus der Fenster gehalten. Und ob ihr eine Limonade gekauft hat und ob ihr sich anständig an den Ohren gewaschen hat, ihr von daheim fortgegangen ist. Joffa dezidiert, ganz beim Rechnen abzuhalten. Vielleicht gefällt es dem Pippi besser lesen zu lernen, meint sie. Dafür holt sie ein kleines, schönes Plakat mit einer Int drauf heraus. Für der Int, hier im Schnürvel, steht der Buchstabe I. Lo Pippi geseiste geschwind etwas Flottes. Hei geseiste eng Int. An der Buchstabe, den für drauf steht, heißt I. Das kannst du auf einem anderen verzappen, sagt Pippi. Ich fand, es sieht aus wie ein richtiger Strich mit einem Meckenschissi oben drüber. Es geht mich wirklich interessieren, was Tint mit Meckenschissi zu tun hat. Joffa hält das nächste Plakat raus. Da ist eine Schlange drauf, und sie erzählt dem Pippi, dass der Buchstabe S heißt. Also, wenn wir schon von Schlangen schwätzen, sagt Pippi, ich werde nie vergessen, wie ich mich mit einer riesigen Schlange an Indien zerklappt habe. Es war so eine eklige Schlange, die könnt sich da gar nicht vorstellen. 14 Meter war sie lang. Ein Schweivel. Und all da hat sie 5 Inder geholt und 2 kleine Kanals, das Hannen drauf. Und ein Kehr, als sie bei mich kam, wollte mich als das essen. Und sie hat mich mit ihrem Körper angestreckt. Kratsch. Aber es tut ihr schon ganz andere Sachen und mir gesehen, so ich mal. Und haben hier eine Bombe gehen. Bumm. Und da hat sie gezischt. Au, 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 autsch. Und da kriegt sie noch eine von mir. Bumm. Und puff. Da ist sie gestorben. Also, und das war der Buchstabe S. Das war ja eine komische Geschichte. Pippi muss sich kurz erblosen. Joffa, die findet, dass Pippi ein anstrengend und streiterisch kann, das sieht kann, sie solle malen. Pippi setzt sich ruhig da und malt, meint Joffa. Sie hält 10 Papier und Stift heraus und deelt sie die Kanne heraus. Die dürft malen, was ihr wollt, sagt sie. Und du sitzt sie sich allein bei Pult und fängt an, Hefte zu verbessern. Nach einer Zeit hilft sie den Blick, für zu gucken, wie es mit den Zeichnungen geht. Kanner gucken all dem Pippi noch, wie dem Boden leid auf voller Eifer malt. Mit Pippi, sagt Joffa ungeduldig, für was malst du nicht Papaya? Das habe ich schon lang voll gemalt. Mit mein Pferd hat nicht genug Platz auf dieser kleinen Fatz Papaya, sagt hat. Am Moment sind ich mit den 4. Beinen am Gange, aber wenn ich bis beim Schwanz bin, muss ich wahrscheinlich an den Gang gehen. Joffa denkt gestrengt noch. Kommt, wir sagen ein Liedchen am Platz zu malen, schlägt sie vor. Kanner stellen sich alle Guten bei ihr Bank, alle Guten außer Pippi, das noch immer am Boden leid. Sang dir ruhig, ich rasch den die Zeit, seht hat. Zu viel Neuzlehre kann sogar die Stärksten umbringen. Meloas da war rüber mit der Joffa ihrer Geduld. Sie seht zu den Kanner, dass sie alle Guten an der Schulhof sollten gehen, weil sie lang mit Pippi schwätzen will. Wenn Joffa und Pippi lang sind, steht Pippi auf und geht bei Pult. Weißt du wat? Seht hat. Ich meine, weißt du wat, Joffa?
Et war schrecklich flott dahinter zu kommen und zu gucken, was die so macht, mir schmengen, et seht man nicht mehr, an die Schule zu gehen. Dat mat der Christvakanz ass mir egal. Hei gin net viel zu viel Äppel an Inten an Schlangen an so Sachen. Ich gin noch trunken davon. Ich hoffe, dass du wenigstens net traurig do weinst gess. Aber du seht joffer, dass du schon traurig ist. Zumal, weil Pippi sich nicht anständig beholen will und das kein Mädchen, das sich so behält wie Pippi an die Schule kann gehen. Auch wenn es noch so gerne gehen will. Und ich mich schlecht beholt, sagt Pippi ganz paff. Fragt, das wusste ich nicht. Seht, hat gesagt, ganz traurig aus. Kein kann so traurig aussehen wie Pippi, wenn er traurig ist. Et steht eng Zeitchen do, ohne etwas zu sagen. Donno sedet mit enger zitterischer Stimme. Weißt du wat, Joffa? Wenn eng Mama huet, die en Engel ist, und ein Papa, der Südseekönig ist, und wenn selber sein ganz Leben um mir gesegelt ist, da weiß nicht richtig, wie sich soll an der Schule zwischen all denen Äppel an Inte beholen soll. Joffa seht, dass sie das versteht und dass sie nicht mehr Rosemann Pippi ist. Pippi kann vielleicht an die Schule zurückkommen, wenn es mir alles. Pippi ist überglücklich, du weinst. Ich fand dich wirklich lieb, Joffa. Das heute ist für dich, Joffa. Pippi hält ein kleines güllen Auge aus der Tasche und lädt sie auf den Pult. Joffa sieht, dass sie keine so teure Sache von Pippi kann unholen, aber Pippi meint, du musst aber. Sonst komme ich morgen zurück und dann haben wir ein richtiges Spektakel heu. Dann schafft Pippi raus an der Schulhof und springt auf Pferd. Kinder stellen sich alle gut rundherum hat, für die Pferd zu himmeln und ihm Adi zu sagen. Die Schulen in Argentinien sind doch ganz anders, sagt Pippi, ganz seriös und guckt auf die Kinder rauf. Du musst da hingehen. Du fängst die Ostervakanz 3 Tage nach der Christvakanz an. Und wenn die Ostervakanz arriva ist, sind es noch just 3 Tage, bis die Großvakanz anfängt. Die Großvakanz dauert bis den 1. November. Mein Dono muss ich aber an den sauren Apfel beißen, weil die Christvakanz, die geht erst den 11. November an. Aber das packt den, weil es gibt ja keine Hausaufgaben. Hausaufgaben sind streng verboten in Argentinien. Es könnte uns dafür, dass sich ein argentinisches Kind an eine Schafe schleicht und da heimlich Hausaufgaben möchte. Aber was seine Mama dabei erwischt, da geht es eng auf den Dokes. Rechnen, das tun sie gar nicht an der Schule da innen. Aber wenn ein Kind weiss, wie viel 7 plus 5 gibt, dann muss es den ganzen Tag am Schummeck sitzen, wenn es so dumm ist, der Joffa das zu zählen. Lesen, wo sie just Freude ist, und nicht mehr, wenn es Bücher gehen, für zu lesen. Mehr Kinder nie. Ja, aber was machen sie dann an der Schule? Will der kleine Junge wissen. Sie essen Kamellen, erklärt Pippi. Es könnte eine lange Roue von einer Kamellenfabrik aus der Gegend direkt an der Klassensaal und da kommen Kamellen den ganzen Tag capeweise rausgefallen. Dafür sind Kinder so beschäftigt mit Essen. Ja, aber was machen die Jofferen dann? Will ein Mädchen wissen. Man sie raffen die Kamellenpabeier von den Kindern ab. Was das ist? Sagt Pippi. Du hast doch nicht gemeint, sie gegen das selber machen. Am Leben nicht. Sie gehen auch nicht selber an die Schule. Sie schicken hier Brüder. Pippi winkt mit seinem großen Hut. Adi Kanner, rief hat. Lo werden mich ein Zeitchen nicht mehr gesehen. Mir denkt immer dran, wie viel Äpfel den Axel hat, sonst geht er nicht glücklich am Leben, haha. Mit einem hellen Lachen reitet Pippi durch den Pfad, so dass der Krasi rundherum dem Pferd sein Face an die Luft fliegt und die Fenster von der Schule wackeln. So, das war das Kapitel über Pippi, wie Pippi an die Schule gegangen ist. Schule aus dem Buch Pippi op Lützeburgisch vom Astrid Lindgren gelesen. Das Buch gibt es an den Bibliotheken, an den Librarien zu kaufen und das ist das erste von 3 Büchern über Pippi. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ade!